Wir machen heute gefüllte Paprikaschoten aus dem Dutchofen und das werden wir heute probieren und das Ganze schmeckt bestimmt sehr lecker. Kann ich Ihnen empfehlen. Dutchofen Quick and Easy, ein mega geiles Buch und das Ganze machen wir auf den 4,5 Liter Topf. Ja. Wir machen heute 4 gefüllte Paprikaschoten aus dem Dutchofen. Geht natürlich für jeden anderen beliebigen Topf genauso im Backofen, aber wir machen es aus dem Dutchofen. Wir brauchen 4 schöne rote Paprika. Für die Hackfleischfüllung brauchen wir 1 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Paprika, 1 Teelöffel Pfeffer und eine große Zwiebel klein geschnitten. Das tun wir schon mal alles rein in die 500 Gramm gemischten Hackfleisch. Dann den Pfeffer, dann den Paprika und das Salz. Für die Soße brauchen wir dann natürlich 800 Gramm gestückelte Tomaten, einen halben Teelöffel Salz, einen Teelöffel Thymian, etwas Chili, einen halben Teelöffel Pfeffer und 1 Teelöffel Rosmarin und 150 bis 200 Gramm, die sind jetzt nicht ganz 200 Gramm, geriebenen Cheddar-Käse. Ja. Und das Ganze da haben wir jetzt die Hackfleisch mal richtig sauber durchkneten. Das 500 Gramm gemischtes Hackfleisch haben wir jetzt schön durchgeknetet und dann geht es schon zum Bearbeiten der Paprikas. So, das Hackfleisch tun wir schon mal weg. Dann schneiden wir schön den Deckel runter. Genau. Dann haben wir das Kernhaus sauber raus. Den Deckel aufheben, den brauchen wir dann. So, wir haben jetzt sauber den Deckel runtergeschnitten und ich werde einmal zum Füllen anfangen. Dazu nehme ich den Löffel her und das werden wir hier schön reinpressen. Und oben lasse ich ungefähr so einen knappen Zentimeter Rand. Kann man das hier sehen? Dann lassen wir ungefähr einen knappen Zentimeter Rand. Weil ich zeige jetzt einen und so machen wir die anderen 3 Stück auch. Da kommt nämlich dann hier schön Cheddar-Käse drauf. Eine schöne Schicht. Das drücke ich auch. Ein bisschen festdrücken. Geht nochmal was. So, schön reinpressen. Ja. Und das machen wir mit den anderen 3. Dann kommt der Deckel drauf. Ja, genau. Genau. Da haben wir schon den Deckel drauf und so machen wir das jetzt mit diesen 3. Und dann geht
Richtung Teitschufen. Ja, wir nehmen dann einen 4,5 Liter Teitschufen her. Also das entspricht den Petromax 4,5, den FT 4,5. Und die Paprikaschoten habe ich schon drin. Die sind alle fertig bestückt. Und jetzt werden wir die Soßen noch mischen. Ein Teelöffel Thymian, ein Teelöffel Rosmarin, einen halben Teelöffel Meersalz, einen halben Teelöffel Pfeffer und ein bisschen Chili. So. Leckere Soße, fertig. Die Soße ein bisschen verteilen. Dann haben wir noch einen restlichen Cheddar. Und da mal noch ein bisschen verteilen. Gut. Topf wunderbar bestückt. Deckel drauf. Dann tun wir die Kohlen hier rein. Wir haben insgesamt 15 Kohlen. Da tun wir jetzt auf den Deckel verteilen. Und zwar oben tun wir mehr drauf wie unten. So, wir haben jetzt oben 3, 6, 8 und unten haben wir 3, 6, 7. Das passt so. Dann brauchen wir das Kreuz. Und da würde ich sagen, da hat Schufen draufstehen. Und da würde ich sagen, 1,5 Stunden, dann müsste das Ganze fertig sein. Ja, haben wir wieder ein leckeres Teitschofengericht. Gefüllte Paprikaschoten aus dem Teitschofen 4,5 Liter. Das entspricht praktisch dem Petromax FT 4,5. Und natürlich geht es auch in jeden Backofen in einen beliebigen Topf. Aber wir machen das Ganze aus dem Teitschofen und wir freuen uns schon, wenn das fertig ist. Dazu gibt es einen mediterranen Reis. Und kann man wunderbar jetzt auch zubereiten in der Corona-Krise. Ausgangsbeschränkung ist sowas schnell und einfach erledigt. Gefüllte Paprikaschoten, immer gut, immer lecker. Und ich würde sagen, macht es einfach noch. Die Zutaten stehen alle wie üblich unten in der Videobeschreibung drinnen. Und ich würde sagen, Prost auf das ganze Ergebnis. Insgesamt braucht es 1,5 Stunden und dann lassen wir uns überraschen, wie es ausschaut. Schaut einfach mal nach, ganz kurz. Oh, einfach fantastisch. Der Cheddar-Käse zerläuft schon, die Soße blubbert schon. Und dann einen richtigen mediterranen Reis dazu. Einfach mega cool, die ganze Geschichte. Prost, dazu gibt es ein leckeres Bier. Juhu! Die gefüllten Paprikaschoten sind fertig. Also die gefüllten Paprikaschoten sind jetzt fertig und ich freue mich schon richtig drauf. Wir haben einen mediterranen Reis.
mediterraner Uncle Ben's Reis. Könnt ihr natürlich einen frischen machen, aber wir wollten einen mediterranen Reis. Wir heben einmal eine Schote raus. Und die Soße, einfach der Hammer. Jetzt, wenn man dann reinschaut, da haben wir den schönen Cheddar-Käse. Der Deckel zerfällt förmlich. Aber ich würde sagen, wir lassen es dann schmecken. So, wir lassen es dann schmecken, geht da wieder rein. Meine Frau, die wartet schon drauf. Ich mache bloß jetzt ein Tellerbild. Und dann, wie gesagt, viel Spaß beim Nachmachen. Probiert es aus. Gefüllte Paprikaschoten aus dem Dutchofen oder jeden beliebigen anderen Topf im Backofen. Geht genauso wunderbar. Aber wie gesagt, kann ich jedem empfehlen mit dem Cheddar-Käse, mit dem Schmelzkäse, mit dem geriebenen Cheddar-Käse. Schmeckt einfach exzellent. Auf das darf ich sagen. Trinken wir nochmal. Und ich weiß jetzt schon, dass die Sauce unglaublich lecker schmeckt. Also, danke fürs Zuschauen, macht es gut. Helmut, die Janker Filmschmiede. Wir sehen uns wieder bis zum nächsten Dutchofen-Video und habe die Ehre, macht es gut. Eine schöne Woche noch. Trotz Corona müssen wir alle durch. Halt's an Abstand und dann werden wir das gemeinsam schaffen. Also Servus, euer Janker Filmschmiede.